Wir gehen jetzt ins Schloss. Und schauen, was es da so gibt. Jetzt hört man wahrscheinlich wieder, der Piep möchte was machen. Ja, safe. Hit the block. Was halt dumm ist, weil So. ihr habt einfach einen YouTube-Kanal. Gut zum Wissen, es gibt 231 Sternmünzen insgesamt und die werden wir jetzt alle saftig ausgeben. Anfangs mit Super Skills, Welt 1, Level 1. Das sind einfach so Videos, die kann man sich anschauen, Sie schlecht fühlen. sich schlecht fühlen, ja oder auch nicht, oder neue Ideen sammeln für den... Okay, ich fühle mich schlecht. Oh, Jetzt ist der Flow richtig unterbrochen worden irgendwie gerade. Wir waren im letzten Part nur beim Labern von wegen Exklusivtitel für die... Was macht denn er jetzt? Exklusivtitel für die Nintendo Wii U. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich nur noch Paper Mario Color Splash gibt, gefühlt. Also es gibt bestimmt irgendwelche Glorner-Spiele oder Indie-Games oder so, aber Ja, die guten ja nicht. die guten ja nicht. Na. Es gibt nur so AAA-Spiele. Und das triggert mich heute, dass gerade Paper Mario Color Splash nur auf der Wii U gibt. Und dass man es nur mit dem fucking Gamepad spielen kann. Das muss ich echt Das Problem sagen. ist, Spiele, die wo nur mit dem Gamepad gängen. fragt sich halt manchmal warum, aber man braucht heute diesen Screen-Braucher, um seine Kampfkarten auszuwählen. Aber ich find's halt dumm. Ich find's echt dumm, weil du kannst diesen Screen einfach auf dem TV machen, weil auch in der Zeit passiert doch nix. Also, So ist es. und dementsprechend konnte ich es nicht mit dem Pro-Controller spielen. Ich brauche dieses Gamepad. Ich sieg aber nichts auf diesem Gamepad. Ich weiß nicht, was ich wähle. Es ist echt schlimm. Das ist halt einfach nur lustig, wenn du nix siehst, aber trotzdem was auswählen kannst. Ja. Ich habe auch mittlerweile gelernt, was ich halt ungefähr tippen muss, damit es ausgewählt wird. Aber ich sehe halt nicht, was ich auswähle. Und was mich nervt, oder wo ich halt teilweise nicht weiterkommen kann, ist beim Ausschneiden, weil das passiert ja auch auf dem Gamepad. Und wenn ich da nichts sehe, dann hocke ich mal eine halbe Stunde da, du irgendwas, bis was ausgeschnitten wird. Aber du hast doch dann einen Ton, oder du hörst auf jeden Fall, wen du weiterschneidest. Ja, das höre ich zum Glück. Aber das ist halt echt kacke manchmal. Was ist denn das schon wieder für ein Angeber? Ach, das ist doch bestimmt mit so Infinite Leben. Ja. Ja, ist es auch. Mit dem Wandsprung, ja. Das dauert ja ewig. Ja. Und nur dazu kann man es echt leicht verkacken. Mhm. Naja. Red weiter. Ja. Und was halt scheiße ist, bei manchen Bosskämpfen brauchst du ja Dingskarten. Ist das irgendwann vorbei, oder? Egal, wir ziehen jetzt einfach alle durch. Ja. In einem Bei Part, by the manchen- way. Willkommen zu dem XXL-Part. Ja. Also bei manchen Bossfights brauchst du ja Dingskarten, bestimmte. Also das brauchst du bei allen Bossfights. Und wenn ich nicht sehe, welche Karte ich auswähle, dann hock ich da eine Stunde, bis das richtige Dings ausgewählt wird. Oh, der Pömpel. Für Iggy. Alter. Das ist so der schlimmste Koopaling. Iggis geile Premium-Palme, meinst du? Ja. Ich hätte jetzt echt gerne Einblendung davon gemacht, aber... Aber Der du Part kannst ist in schon Real lang Life genug. nichts einblenden. Ist dir das aufgefallen? Ja, so ähnlich habe ich sie auch gemacht. Mhm. Ich weiß nimmer, wie wir da auf dieser Ding gestanden sind. Versucht haben, die roten Münzen einzusammeln, während das Ding die ganze Zeit nur so gegangen ist, wegen Bewegungssteuerung, die bei uns nicht vorhanden ist. Das ist Oh. bestimmt nicht passiert. Secret-Ziele werden auch manchmal angezeigt. Ja. Also wenn man da nicht weiter weiß, wo Secret Exit ist, dann kann man vielleicht mit da nachschauen. Genau. Aber war ja für uns kein Ding. Wir haben manche halt echt richtig lucky gefunden. Ich sag nur Welt 7 Tower. Gut. Wo hast du das noch? Mhm. Okay. Das weiß ich nicht. Weil Krass, das ich ist weiß nämlich nicht. nämlich nachher draufgegangen zu die Ranken.
Also die Ranken rauf und das Secret-Level da oben. Oh, Für den ja. Hintereingang vom Schloss vor Welt 7. Mhm. Das weiß ich noch. Weil wir da mega gestruggelt haben, da war auch Bewegungssteuerung. Oh, das erste Mal mit 4 Spieler. Das ist dann Das wär immer nice. sehr lustige und impressive Videos. Ich möchte auch einen blauen Yoshi haben. Aber Sie lassen ja einfach da stehen. ja, wegen Assis. Luigi, weil den Luigi... Ja, hätten sie halt den Rosa da stehen lassen. Rot braucht Corner. Luigi... er macht einfach absolut gar nichts. Luigi wins by doing absolutely nothing. Ja, Mann, diese geilen Videos, hey. Die kamen heute dann aber ein Jahr später erst in den Trend. Was ich mir jetzt an der Dieses Stelle frage, Timing. sind das... Wie ist denn das gemacht worden? Haben die das so programmiert, dass die so spielen, wie es da gerade ist? Oder haben die wirklich das so gespielt? Ich habe keine Ahnung. Oder war es einfach Miyamoto eines Abends? Also Miyamoto hat alle 4 gleichzeitig. Alle 3 eigentlich nur. Er hat gesagt, zu 4 sind es früh, aber 3 geht schon. Und dann, eines Nachts, also so derartig voll gesoffen und keine Ahnung geracht und dann hat er sich hingeguckt und dann so, Ja, Alkohol ist in Japan ja voll. Wobei, das konnieren wir jetzt nicht. was ist Cool mit ist- Alkohol in Japan? Also, soweit ich weiß, ist es glaube ich nicht so krass wie bei unser Thing. Weil es zum Beispiel ab 21 erst freigegeben ist. Das Aber ist gut, immer so ja- geil. Bei uns so ab 16 an den Länder, ihr dürft was? Ja, das stimmt. Das ist ja aber in den USA so lustig irgendwie, dass man Alkoholtrinker darf, glaube ich, auch erst ab 21, gell? Oder zumindest gewissen. USA? Ja. Ja. Aber ab 16 Auto fahren. Das ist Waffenbesitz. Ja, und das Da geht das es sind schon mal natürlich los. auch so Sachen. Ja, die sind aber- eh nicht ganz sauber. Aber das ist auch das Thema, das möchte ich jetzt nicht durchschneiden. Das darf zu lang dauern, in dem ganzen Part. Das ist zwar ein Laberpart, aber der Part wird meiner Freundin gefallen, Alter. Ja? Weil sie mag keine Let's Plays, sie möchte uns aber labern hören. Das Echt wird der jetzt? geilste Part ever für sie, oder? Hä? Aber mal ganz ehrlich, die kann doch einfach, Nicht hinschauen, ja! na, ja, die kann einfach im Hintergrund das Video ummachen. Die muss ja nicht mehr das Video schauen, die kann einfach dann so labern hören. Ja, das wird sie wahrscheinlich auch machen, aber Macht sie das, oder? Haben wir da einen festen Zuschauer? Haben wir ja schon mit meine Freundin schaut unsere Videos. Ah, du bist es! Du bist es. Danke. Alter, der scheiß Flexer aktiviert nicht mal einen Checkpoint. Miyamoto. Wirklich. Das war Miyamoto, 100%. Oh. Der lebt auch für Wandsprünge, das Kunden. Aber ja, ich liebe auch für Wandsprünge. Ich liebe Wandsprünge. Okay. Das sind die unnötigsten Sachen. Ja, wirklich. Ah, das kann diese. Wirklich. Äußerst Also- Wandsprung. Unnötige Wandsprünge zu machen, das meine ich. Genau. Ach, das war's schon. Super Skills hat das kosten. Vielleicht sollten wir mal die Super Skills ist eine Trilogie. die Überschriften hätten wir vielleicht mal lesen sollen. Nur mal Super Skills, jetzt bin ich gespannt. Ist Ja, der das Lore ist der oder sind es zweite mehrere? Teil. Er ist ein Lore. Super Skills im Weltall. Ah. Ich habe ihn schon 3-mal sterben gesehen gerade in der Zeit. Hey, Junge. Was, wie? Wie der das timet, es schaut immer aus, als ob er gleich sterben hat. Das müssen wir doch theoretisch nachbilden können, oder? Ja, eigentlich schon. Ah, der Opfer hat einen Checkpoint aktiviert. Lusche. Noob. Das war dann Miyamoto, als er einen Korder gehabt hat. Da war er schon immer ganz auf Sofa, glaube ich. Es war Montagmorgen, ganz einfach. Ja. Und da hat er sich gedacht, so, machen wir einfach schnell das, da muss er nicht viel machen. Nur, Da ist er einfach schnell durchs Level geflogen. Hashtag Flyhack. Denn er ist so fly. Und der Starcoin, den man kostenlos kriegt. Also, die zeigen dir, wie du im ersten Level von Welt 2 die scheiß Starcoin aber kriegst. ich verstehe es auch ein bisschen, dass es kostenlos ist, weil Starcoins ausgehen müssen, um an Starcoins zu kommen, ist auch ein bisschen... Ja und? Dann darfst du dir keine Superplays anschauen, oder? Ja, so hättest du machen müssen, du Opfer. So was nämlich gegangen. Ich wollte es doch bloß ein bisschen. Ah! Ein bisschen. Was, du bist in einem Flugmodus oder was? Abreinen schreibt mir einfach nur Simp.
Passend Mann! an dieser Stelle. Wunderbar. Super Skills im gleichen Level. Grüße an der Stelle an. Piep! Ach Mann! Danke, jetzt muss ich es nicht piepen. Das Lustige ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt den Namen von meiner Freundin gepiept habe oder den Namen von dem Typen, der als Simp bezeichnet wurde. Übers beide. Wow, fühlt sich die toll. Ich fühle mich vor allem wissend. Und die Zuschauer halt nicht. Das ist für mich eine Machtposition, die ich auch gerne ausnutze. So habe ich mir aber auch gefühlt, wo wir den Part angeschaut haben, wo er angegriffen hat bei uns, also den zweiten Part. So habe ich mir auch gefühlt, so ich weiß, wer angegriffen hat. Das hat nicht nur im ersten Part im zweiten Part wer angegriffen. Und wieder kostenlos ist da. Wie oft wurde die denn angegriffen? Du bist nicht einmal angegriffen worden. Von wem nur? Genau. Von deiner Mutter, Alter. Ja, ist so. Ich hab mir schon gedacht, so viele Freunde habe ich gar nicht. Also Demi Oberhofer natürlich. Ja, und weißt du, warum die angegriffen hat? Wegen am Essen. Wegen der Pizza. Wegen am Pizza bestellen. Weil du einen angegriffen müssen hast zum Pizza bestellen. Ey, aber man kann das fucking Let's Play zusammenfassen mit: Wir haben Hunger. Wir haben Hunger, wir Holen Pizza. labern über Essen, wir holen Pizza, es wird so viel über Oder Pizza Burger. geredet. Oder Burger. Und genau so hättest du es machen sollen, so wie ich nämlich. Weil genau so hab ich es nämlich gemacht. So. Ja, wir haben das ja nicht auf Video festgehalten oder Ja, so. aber ich sag's dir jetzt nochmal, damit ich es dir mehrmals sagen kann, so wie jetzt. Mhm. Ja. Und by the way, so hättest du auch machen sollen. Sag einfach, wie das Let's Play zusammengefasst werden kann, bitte. Danke. Pizza essen, wir haben Hunger, Burger essen, Burger bestellen. Und lauter so Zeug. Und es ruft Pizza halt bestellen. Nachrichten kämen, wir sind unprofessionell, weil das Handy irgendwie leid oder Nachrichten kämen. Wir haben keinen Plan, wer droh ist mit den Starcoins. Was noch? Genau, ich bin übelst der asoziale Typ, weil ich dir die ganzen Items wegschnapp, aber sobald du mir ein Item wegschnappst, rast die aus. Oder mein Gesicht wischen, machen wir so. Wenn irgendwas Blöds passiert, ich immer so. Blang, kann man sagen. Ist auch einigermaßen oft vorgekommen. Blang. Blang. Also so. Das ist jetzt wieder Bang. total komisch, so. Dieses da. Bang. Was kann man noch sagen? Das war's eigentlich so ziemlich. Es gibt so viele Klassiker, das ist echt verdammt lustig. Ohne Scheiß. Mann. Ich hab ja Ich bis sag, jetzt... du bist zu laut und bei jedem großen Ausschlag bin ich derjenige, der laut ist. Ich habe ja bis jetzt selber bloß den ersten und den zweiten Part sehen dürfen, weil ich weiß nicht, wo er gerade mit dem Schneiden ist. Er sagt es mir nicht, meiner Cousine oder unserer Cousine sagt das mir nicht. Jeder weiß, außer mir. Und Grüße an dich. das triggert mich. Und deswegen habe ich bis jetzt auch bloß den zweiten Part so wirklich gesehen, der halt extrem lustig war. Und da habe ich mich weggeschmissen, weil es war echt hart lustig. Ich schmeiß mich immer weg, wenn ich was schneid oder nur mal anschaue. Vor allem, wenn wir es miteinander anschauen, wird es nur mal lustiger. Mhm. Vor allem, wenn wir es liken. Sau lustig. Wir haben das ganze Let's Play noch nie gesagt, liken nicht vergisst oder so ein Scheiß. Also komm, bitte. Ja, aber du hast es gerade so gesagt, als ob mir... Jetzt war Ja, ich- Splitter 2, weißt du? Und das ist der Punkt, weil du brauchst das nämlich gerade nicht einmal. Und deswegen habe ich gesagt, ich schmeiß jetzt einfach raus. Nee. Soll ich es einfach machen? Nein. Ja, aber dann musst du immer was... Nein! Simp. Super Skills. Das, was Oh, du das ist, niemals haben wirst. Quadrologie. Trilogie? Was ist denn das nächste von der Trilogie? Das war wieder Miyamoto. Man kriegt glatt der 5 Leben raus. Gut zu wissen.
Ja, Da es sag ist ja ich nix mehr. Superplay. Und ja, es ist verdammt unnötig. Und wieder ein Lebentrick. Falls man nicht gerne Obergame kann man das gerne machen. Den hätte ich vielleicht braucht. Ach, ganz kurz. Du hast jetzt also 9 Extraanläufe gebraucht. Und du bist mit dem Ziel 20 Leben zum haben nicht durchgekommen. Was sagen Sie dazu? Ich hab. Also, ich hab mal 20 Leben gehabt. Wow. In Welt 3. Ganz kurz. Gefühlt. Ja, und? Das war mein Ziel. Ich hab's erreicht. Ich hab nie gesagt, wie viele extra Anläufe. Das stimmt allerdings. Aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es weniger werden. Danke. Du machst es aber nicht besser jetzt in dem Fall. Das ist nur die Bestätigung, dass du scheiße bist. Ja, ich hätte jetzt aber alle lieber gehört, dass du damit gerechnet hättest, dass mehrere waren. Das hättest du lieber gehört, gell? Ja, natürlich. Ja? Man hört nie, dass man überschätzt wurde. Das ist du da mehrere, gell? Ja, man hätte lieber gern, dass man... Aber warum hört man eigentlich lieber, dass man unterschätzt wurde? Weil das hört sich ja so an, als ob die Person vorher nichts vor am Keuten hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre einfach gern gar nicht eingeschätzt. Oder ich bin einfach gerne ein Mysterium. Warte mal. Das komplette Level war gerade ein Infinite Leben Ding. Nur mit diesem Stern. Um dann nur 15 Leben abzugreifen und dann da nur mal weiterzumachen. Ja. Ja. Das ist hart unnötig. Und jetzt zurück ins Studio. Drucken wir einfach irgendwas. Gut. Secret Goal. Secret Goal. Ja. Ich schaue schon wieder so viel kleiner aus als du. Ja, weil du da in dem Sessel drin flackst wie sonst was. Ja, ich kann mir ja so hier lehnen. Du, nicht so weit weg. Weil das erste Mal bist du schon wieder draußen aus dem Pool. Ja, ach no shit, Sherlock. Alter, ich hab vorhin noch am Part geschnien, ich bin nicht ganz fertig geworden. Alter, warst du da pissig. Echt? Ja. Weil du nicht gut drauf? Na, du warst so kurz Moment richtig pissig und ich hab den Scheiß gemacht und du warst dann so. Okay. Konntest du mir das vielleicht Ich hab dann so gefragt, kündigst du? Hab ich dann so gefragt. Bist nicht auch schon im Gange? Na. Schon mal der Akku leicht. Was ist der Scheiß jetzt? Du warst ja Part des XXL. Ja. Jetzt wo er siehst, seit ich bei dir bin. Noch Wir haben jetzt schon ein paar Tage geplant gehabt, dass wir aufnehmen. Ja. Und da hast du dir so gedacht, na, die Kamera lade jetzt nicht auf. Ich hab die aufgeladen, bevor wir vorgestern aufgenommen haben. Schon mal so macht man das. Für seine Freunde, dass man die nicht machst hochhält. sowas nicht. Ja, weil ich zu inkompetent dafür bin. Du hättest mir schon mal einfach nehmen können mit der Fliegemütze. Hast es dann aber nicht gemacht und dann habe ich gesagt, warum machst du es nicht? Dann hast du gesagt, ich möchte es so schaffen. Bitch. Das war gemein. Ja. Man sagt nicht Bitch zu Frauen. Ja. So ist das für einer? Hm. Dazu äußere ich mich nicht. Alter. Müssen wir jetzt dann heute wirklich die Cam wechseln? Oder wie ist das? Ja, noch läuft sie. Ja, und ich meine bis 30 packt die nur knappe 10 Minuten oder so. Weil dann Keine Ahnung. ist es sowieso. Ach, egal. Jo! Das ist halt echt zum Kotzen. Wenn du die aufladen musst. Scheiße. Ja. Wie viel haben wir denn nur? Ja, Alter, schau mal, wie viel Geld wir noch haben. Müssen alle ausgeben werden. Ja. Ich glaube, es werden alle ausgeben, soweit ich weiß. Ich hab dir gesagt, das ist ein XXL-Part. Hast du so Gesprächskarten vielleicht, dass uns die Themen nicht ausgehen? Wenn wir jetzt dann gleich wegen der Cam schauen, dann werden wir nur mal schauen wegen Gesprächsstoff. Weil ich kann sowas echt nicht. Ich kann ein bisschen Smalltalk kann ich machen,
Haben mich darauf vorbereitet. Also in meinem Leben grundsätzlich, dass ich leicht zulabern kann. Hat das 10 Münzen kostet gerade, das Ding? Das Video? Kann schon sein. Ich meine, ein positives Ding ist ja, falls die Cam ausfällt jetzt dann, haben wir halt immer noch Gameplay. In dem Fall ist kein Gameplay mehr, sondern wir schauen einfach nur Video so. Und wir haben den Ton. Also schon mal das Wichtigste. Wer uns in die Fressen mag, kann er singen. Habe ich schon mitgekriegt. Das ist schlecht, dass du das erst dann mitgekriegt hast, nachdem wir das ganze Let's Play mit der FaceTime. Ja, aber das ist mir egal, weil für mich ist es lustiger zum Schneiden. Schau mal, jetzt kommt jetzt das erste Video von Welt 3. Kannst du bitte kurz den Clip einblenden, der Eude? Mutter, wo ist die Motorsäge? Bitte. Warum? Wie kommst du jetzt auf den so schnell? Weil der cool ist. Oder Mami, wo ist die Motorsäge? Ja. War jetzt das? Der Film? Ja, das war der Film. Für kostenloses Starcoin. Falls jemand nicht weiß, wie man es macht. Andererseits hätte man dafür einfach unser Let's Play schauen können. Ich war dafür. Unser Beutel ist so dunkel geworden in die letzten paar Minuten. Stimmt, wir müssen unsere Lichtverhältnisse jetzt gleich anpassen nochmal. Gut. Ich war dafür, dass im Pilzkönigreich definitiv das Kino vom anderen Betreiber in Zukunft betrieben wird, weil diese Filme sind echt der letzte Müll. Du bist schön, wenn die irgendwann mitten in der Nacht um 3 Shigeru Miyamoto aufweckt und fragt so, Alter, wessen Film ist denn Müll? Wessen Film ist denn Müll? Und dann bam, bam. Was? Weil er plötzlich Deutsch redet. Wessen Filme? Sagen wessen Filme? Das war die Übersetzung gerade, ja, weil ich bin nämlich die deutsche Synchro. Und dann hä? Genau. Wenn das jetzt gerade richtig war, nein, dann Props. Nein, Alter. Sonst aber es war einfach nur rassistisch. Es war schon mal... Gibt Leute, die sagen so. Es war auf jeden Fall, es war japanisch. Es war ein Fragesatz wegen dem K hinten. Ist das so? Ich weiß leider nicht, was Otaru heißt. Tippen wir nochmal drauf. Oh nein, der hat sich eh schon verabschiedet. Alter, wir sind so dunkel, das musst du noch korrigieren. Ja. Farbkorrektur ist das Beste zu korrigieren in der Nachbearbeitung. Darum muss er Kanone? Wie man es auch Gott denkt. Ist die nur für den Fall, dass man gleich nach Mario mit solchen Strampelfiers ist? Der strampelt wirklich. Mhm. Ich lüge nicht. Der tut jetzt bitte nicht die Olle mitnehmen bis zum Ende. Nur damit die dann als One-Ups rauskommen. Ich glaube schon. Achso, so und so. Na, das glaube ich nicht, aber ich glaube, der zirkt das jetzt echt durch bis zum Ende, dass er überall jeden Weg stompen kann. Bin deprimiert. Warum? Weil das jetzt irgendwie nicht sein möchte. Weil du so ein Opfer bist und vergessen hast, die Dinge aufzuladen. Nein, ich glaube, das macht die mehr traurig als nie. Ja. Ja, das tut es. Wir müssen Was mal ist wieder jetzt, falls der Ersatz nicht aufgeladen ist? Dann sieht man uns gefressen nimmer und das ist der einzig schöne Part. Scheiße. Hätte bei mir sehr genau. Pfui, was sie sagt, hätte von dir sein Thema und andersrum. Ja. Ich hätte nie die Chance, mir einen eigenen Humor zuzulegen. Weil ich seit Kind an mit dir zusammengesteckt wurde. Das hört sich total falsch an. Vor allem unsere Diakone. Oh. Alter. Alter. Wie war das jetzt? Also, das ist auch nochmal so ein Punkt, ja? Was? Bei mir ist einmal eine Nachricht gekommen. Nein. Bei dir ist mindestens 3-mal eine Nachricht gekommen. Aber ich weiß, und das war echt oft, weil du dann immer gesagt hast, ich bin nicht unprofessionell. War bei mir schon. Und das war gerade übrigens ein Originalzitat. Mit Originalgestik und Mimik. Bei dir ist so brutal oft was gekommen vom Handy. Das ist Wahnsinn. Alter, das sind wir hui. Sei froh, dass er... Ich hab doch gesagt, der nimmt das bis zum Ende mit. Um dann das zu machen. Meine Freundin hat nicht nur Simp geschrieben, sondern andere Dinge. Alter, es wird immer dunkler und dunkler.
Du kannst einfach mal die Lampen hier ummachen. Sagen wir nicht dann zu hell? I'll be back in a minute. Genau, sie ist jetzt einfach dabei weg. Hui! Wow. Ich bin stolz drauf. So. So, also die haben wir jetzt dann Themen holen. Und dann Cam wechseln. Und dann Bubba, bubba. Hast du Nüssen? Ja, aber du frisst jetzt keine Nüssen, Alter. Ich muss um meinen Proteinhaushalt Halt denken. dein Maul, Alter! Tust du nicht! Doch, klar. Seit wann? Hä? Seit meine Eltern gesagt haben, dass sie auf meinen Proteinhaushalt aufpassen muss und seit die bei dir Nüssen gegessen haben. Ich hab sie mir dazu gezwungen, dass sie jetzt endlich mal anfangen soll, irgendwie Nuss zu fressen oder was weiß ich, weil sie kein Fleisch mehr isst, ja? Mehr isst, fällt sie als ob ich das seit gestern dort hat. Na, Doch, bin schon. na. So. Weil ich hab mir so gefragt, so, ja, was machst du denn eigentlich? Was, weil alle irgendwie Vegetarier oder Veganer und so, die wo ich kenne, die sind dann so, die kann ich fragen, Alter, was tust du eigentlich dafür, dass du nur... Genau, besser ist es Flugmodus. Was tust du eigentlich dafür, dass du nur Vitamine kriegst oder was weiß ich, oder deine ganzen Sachen, die du halt einfach brauchst, ja? Wie zum Beispiel Proteine. Sagt die so, boah, du, keine Ahnung, hab ich mich noch nie damit auseinandergefasst. Das Ding ist Okay. auseinandergesetzt. Nee, auseinandergefasst. Und das Ding ist, ich hab mich doch halt mein ganzes Leben noch nicht miteinander oder auseinandergesetzt damit, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie ist es einfach nicht so mein Ding, das ist total komisch. Das ist ein, ich glaube, ich muss da einen Sensor davor machen. Vor allem das Ding ist, das geht jetzt noch eine Zeit, wenn ihr da Leben rausholen möchtet. Kannst du es bitte blurren oder halt dieses... Kannst du so einen schwarzen Balken drüber machen, dass man nur ihre Gesichter sieht? Ich finde die wobbelnden Viers von Mario so lustig. So Er wird schon durchgerüttelt, das muss man auf jeden Fall sagen. Gut, dass es vorbei ist. So, du Wichser! Hä, vor allem es war... Also, ich meine, es leuchtet nur. Genau. Ich habe mir auf jeden Fall noch nie mit Nährwerte auseinandergesetzt. Und alle Menschen um mich rum kommen jetzt, oh, wenn man kein Fleisch mehr isst. Grundsätzlich die ganze, du hast eher einen Mangel an allem. Das habe ich nie gesagt. Nein, du nicht, aber ich habe mich lustigerweise oder ironischerweise öfter damit auseinandersetzen müssen, dass Leute mir gesagt haben, dass meine Ernährung falsch ist, wenn ich kein Fleisch mehr isst, als ich anderen Leuten erzählt habe, dass ihre Ernährung falsch ist, weil sie nur Fleisch essen. Was ja so das Gegenteil von dem ist, wo immer so klischeemäßig gesagt wird, dass Veganer oder Vegetarier immer alle aufdrängen, dass sie so viel besser leben. Das da die niemand, das ist mir scheißegal, wie andere Leute essen. Also ne, nicht wie andere Leute essen. Solange ich das singen muss. Aber was andere Leute essen. Aber mir ist schon sehr oft gesagt worden, dass sie das jetzt irgendwie falsch machen darf. Du durchziehen, wie ich Burger gegessen habe. Also. Eigentlich konnte ich nichts mehr schocken. Was wird denn das jetzt? Ach, stimmt. Jetzt ist es aus. Aber nicht wegen... Weil 30 Minuten, oder? Ja. Genau. Auf das wird nämlich raus. Perfekt. Und dann machen wir jetzt einen kleinen Cut. Und dann geht's gleich wieder weiter. Und da sind wir wieder. Schon wieder. Also schon wieder. Für euch jetzt nur wieder. Aber für uns schon wieder. Schon wieder. Meine Fresse. Und ihr seht schon, wir haben da jetzt schon 2 Videos weitergeschaut. Aus dem Grund, weil wir vorher wieder aufgenommen haben. Aber das Mikrofon nicht aufgenommen wurde. Und da davor haben wir ein Problem gehabt, dass die Cam geruckelt hat beim Aufnehmen. Yes. Wir haben aber beides geklärt. Das war bloß ein bisschen belastend. Jetzt haben wir back.
und haben Fragen Wir haben Fragen mitgebracht. als Gesprächsthemen. Alter. Was ich hab mir daheim halt so denkt. Ja, wir wollten ja, also wir waren ja beim Thema Vegetarismus. Ob Ja. das überhaupt so heißt, bin mir gar nicht sicher. Stäble. Scheißegal. Aber ich weiß ehrlich gesagt nimmer, was ich dazu so gesagt habe und was nicht, deswegen. Ist wurscht, glaube ich jetzt. Und mache einfach so. Ich google. Natürlich google ich. Weil er googelt für ist. Also. Ja, ich habe vorher auch das Problem gegoogelt mit der Cam, ja, und wir sind dann auch drauf gekommen, was das Problem ist. Also, ne? Jetzt habe ich auch ein bisschen was gelernt, auch über Kameras. Also, Genau. im Endeffekt passt das. Und ich kriege irgendwann einen Crashkurs von dir. Genau. Also, willkommen bei der Rubrik die 200 einfallsreichsten Fragen. Ich wollte schon einmal mal so sagen. Okay. Okay, wir fangen an. Machen wir jede Frage? Nein, wir machen nicht jede Frage. Bei der ersten Frage konnte ich schon mal nicht mal was sagen. Was war dein erster Job? Was gut jetzt da ist, ich sag mal, es gut auch, wenn du irgendwann mit Zeitung oder sowas ausdrucken hast oder so. Okay. Hobby nicht, aber du auch nicht. Soweit ich weiß. Nein, ich habe bloß so ferienmäßig gearbeitet, weil ich dann Nachhilfe gegeben habe. Und das war das einzige richtig Jobmäßige, wo ich gemacht habe. Aber da habe ich ja 400 € verdient, deswegen war das schon gut. Für 2 Wochen. Mhm. Ja, bei mir war es so. So ein richtig. Also ich habe schon Sachen gemacht, aber problematischerweise ich habe kein Geld dafür gekriegt. Also kann man nicht sagen Job. Somit muss man sagen, meine Ausbildung war mein erster Job. Ja. Und dafür habe ich halt dann Geld gekriegt, logischerweise. Ja, oder nee, logischerweise. Heutzutage ist es halt so. Ja, Ja, genau. okay. Also meine Ausbildung war mein erster Job. Und zwar Großhandelskaufmann. Somit haben wir das geklärt, oder? Genau. Wow. Und dann die nächste Frage, was hast du vor deinem ersten Geld gekauft? Das da ist für mich eine total dumme Frage. Weil bei mir war es noch nie so, dass ich jetzt sage, Alter, wenn ich jetzt dann Geld verdiene, dann ist das erste, was ich mir hole. Ja. Habe ich noch nie gehabt. Habe ich bis heute noch nicht. Ja, und ich weiß auch jetzt gar nicht, weil so eigenes Geld finde ich schwierig, weil Taschengeld ist ja an sich eigenes Geld, aber man hat es ja auch nicht selber verdient. Und bei dem Geld, wo ich selber verdient habe, das kann ich dann nicht mehr auseinanderhalten, was ich mir davor gekauft habe. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das ist ja so eine Frage. Keine Ahnung, manche holen sich in der Playstation oder sowas, keine Ahnung. Also ich habe mir heute eine Switch selber geholt und dabei. Stolz Ja, drauf. also natürlich habe ich mir die selber geholt, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, das war mein erstes Geld, ich habe wieder ausgegeben. Nein, keine Will Ahnung. nicht. Das soll sie auch nicht. Okay. Was bringt dich zum Lachen? Das ist doch nicht Na, kreativ. lass die Frage einfach weg. Nichts. Ich bin Manche todernst. Fragen kann man einfach weglassen. Wir müssen aber auch ein bisschen darauf reagieren, natürlich. Das ist klar. Ja, es ist halt wieder krasses Vierer-Level. Luigi Jetzt kann wins by Luigi ist doing so- absolutely Der nothing. macht halt gar nichts. Second. LOL! Wow! Okay. Okay. Oh, das ist diese nice Art, dass man durch Regen kann. Ich fand das mit Luigi geiler. Also, dass sie einfach so, Ja, ich find's lustig, dass du der... bist in der Blase, du bist unser Trampolin. Das ist aber cool. Wow. Okay. Okay, das ist cool, das ist cool. Mhm. Ja. Eine gute Art, ohne den roten Schalter da rechts zum Thema. Das ist interessant für Speedrunner. Die wo, Mhm. naja, halt nicht im Einzelspieler. Aus der Olli abkratzen. Ah, jetzt war Luigi am Schluss der Sieger. Okay, cool. Aber er hat nur Ohrleben. Sollen wir weitermachen mit den Fragen? Ja, so wir weitermachen. Die nächste Frage. Da kann ich nichts zu sagen. Wie lang ging der längste Beziehung? Interessiert sowas wirklich? Interessiert sowas wirklich? Interessiert sowas wirklich? Sollen wir einfach weitermachen? Ich konnte dazu nichts sagen. Das war das Einzige, was war bei dir und das war es schon. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das Leute interessiert. Ich glaube nicht. Ohne Vierteljahr sowas? Ja. Ohne Viertel, ja. Ohne Vierteljahr. Es ist grob gesagt ohne Vierteljahr. Hm? Passt schon.
Was ist dein Lieblingslied und hat es eine besondere Bedeutung für dich? Alter, warum nimmst du dir jede Scheißfrage raus? Weil ich das gar nicht mal so schlecht fand. Alter. Das nächste zum Beispiel, da die Niedmacher. Ich habe keine richtigen Lieblingslieder, die Ja. ändern sie für mich immer wieder. Bei Aber mir auch. ein Projekt, das incoming ist, da kämen ziemlich coole Little Droh. Seid gespannt. Es dauert noch ein bisschen, es wird verdammt schwierig, aber ne, es kommt was. Ja. Ist ja cool. Das hat nichts mit mir zu tun. Ja, aber du bist ja ein Spast. Ach so, ja dann. Also bei mir, irgendwie ist mir als erstes vor Avicii The Nights eingefallen, weil das finde ich schon hammergeil. Ja, das ist cool. Und besondere Bedeutung, keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Also, Deep. Sehr deep. ja, doch schon, aber keine Ahnung, das war irgendwie für mich, wo wir das gehört haben, war das irgendwie so ein Moment, wo wir einfach nur irgendeine Scheiße gemacht haben und einfach irgendwo random gefahren sind. Am Wer? Ort, wo Wir? du gefahren bist, ja, da sind wir Echt? gefahren. Und da habe ich das gehört und dann haben wir im Auto einfach komplett random, aber einfach lauter zu mir gesungen und das war irgendwie so eine hart random Aktion, aber es war richtig lustig und das war irgendwie so... Die randomsten Sachen sind meistens die lustigsten. Ja, und deswegen ist das eins meiner Lieblingslieder und ich finde das hat irgendwie sowas Jugendliches, weißt du, was ich meine? Ja, es spoilt Dass du halt vorbei einfach bei dir. Scheiße machen möchtest. Weil du es kannst. Und weil du Bock drauf hast. Aber das kommt. Genau, und ansonsten Never Enough for Greatest Showman. Und weiß ich nicht. Gibt viel andere Lieder, die ich Genau. auch noch gerne mag. Okay, Genau. perfekt. Wie schaut dein Traumhaus aus? Also, ich kann sagen, wie so ein kleiner Traum von dem Teil vom Haus ausschaut. Und zwar der Dachboden. Oder nicht Dachboden, sondern halt irgendwie das oberste Geschoss davon. Mhm. Und zwar mit Sichtdachstuhl, großen Fenstern, eventuell Balkon, einen großen Balkon, weil ich das echt finde. Und ich mag das gern unterm Dach. So eine Wohnung oder halt ein Haus, wo du halt einen gechillten Bereich unterm Dach hast. Ich finde das so geil. Ah, Ja. mit ein bisschen hellem Holz, so wie ungefähr bei mir herin sowieso schon, ist alles relativ helles Holz. Mhm. Das mag ich total gern. Genau. Modern. Also nicht dieses modern von wegen eine geschleckte, weiß ich nicht, geschleckte Küchenfell aus Granit oder sowas. Geht gar nicht. Ja. Aber ja. Okay. Ja, ich konnte dazu glaube ich nicht so viel sagen. Das ist, also keine Ahnung. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Wohnung, in der ich wohne. Und deswegen ist ja auch eine Dachbodenwohnung. Ja, deswegen finde ich das schon ziemlich geil. Also, so ist Ja, ja ich nett. finde das auch geil. Und deswegen passt es eigentlich. Bei mir. Na, was machst du in deiner Freizeit? Siehst du doch. Ey, das ist so ein unnötiges Video gerade. Sammelt ihr alle Münzen, ey, Alter. Das war ein Herzchen, das war süß. Okay, sagen wir dazu noch irgendwas? Na, was soll man denn da sagen? Es ist halt das. Das machen wir gerade in der Freizeit. Also komm. Was? Nein, mir ist gerade eingefallen, dass ich jetzt den Ruf bekomme, dass ich irgend so eine Origami-Tante bin. Aber das mache ich eigentlich nicht die ganze Zeit in der Freizeit. Nur momentan tue ich ein bisschen Origami falten, aber ich habe mittlerweile den Ruf weg, dass ich so ein Origami-Ding bin. Nein! Da hängt auch was von dir. Und dann nehmen wir Das ist ein Foto aber kein von dir. richtiges Origami, das ist einfach nur also Peach gewesen. Also Paper Mario The Origami King, Peach. Pitch. Und das ist kein richtiges Origami, weil du benutzt mal Kleber. Was hast du als Kind gesammelt? Hast du irgendwas als Kind gesammelt? Nie so, dass sie... Ja, sammeln ist ja nicht unbedingt zwingend, dass man es oder... Mein Kopf. Dass man es
Genau. vervollständigen möchte. Gell? Das hast du Oder? Gott sei Dank gerade nicht gesehen. Okay. Na, sammeln hast du mir nicht, dass man es vervollständigen möchte, weil wer hat gesagt, als Kind so, ja, Weil manche du Leute musst es sammeln vervollständigen. ja Steine oder so und die meinen, das kannst du ja gar nicht vervollständigen. Jeder hat sich schon mal irgendwelche Steine daheim gesammelt. Jeder. Ja, Ah, wenn es nicht wirklich sammeln geht, keine Ahnung. Wir hatten Pokémon-Karten. das wollte ich halt auch sagen. Genau. Die irgendwo da hinten im Schublon tatsächlich sind. Dann haben wir was noch? Münzen. Okay, Habe ich das hab tatsächlich, nicht die habe ich da im gesammelt. Schublon drin, welche nicht. Mhm. Und da sage ich mal so, im Laufe der Zeit, glaube ich, möchte ich die Sammlung erweitern und ja, sagen wir mal so, groß machen, schön machen. Da habe ich ja ziemlich viel vom Opa gekriegt. Von unserem Opa und von meinem Opa auch. Oh, Münzen, Alter. Wahnsinn. Okay, das muss ich piepen, scheiße. Ja, aber Asling nicht. Na, das ist ja scheißegal. Das ist irgendwie random. Na, das ist nicht random, weil wo wir wohnen, ist was anderes als. Ne? Das ist das Dorf daneben. Ja, Okay. ist so, weil du kannst aus dem kompletten Bereich kommen vor Asling. So. Ich habe bloß Pokémon-Karten gesammelt und jetzt, Nintendo-Spiele. ja, das ist also, Oh. ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich sammle, weil ich so Fotogelande habe, deswegen sammle ich so Fotoerinnerungen. Ich weiß aber Wow. nicht, ob das zählt, weil Ich habe auch Erinnerungen Fotogelande. Die da. hängt nichts Ich außer den wollt- Paper Peach und du. Das ist so einzig Spontanes, was ich da hab. Ja, und ich hab kein DM neben O, wo ich einfach schnell mit dem Beutel ausdrucken kann. Ja. Ja. Ja, das Ding ist, Erinnerungen sammelt ja wahrscheinlich jeder, aber ich vergesse richtig oft Fotos zu machen. Und das sammle ich dann in gewisser Weise. Was auch. ich jetzt auch gerade sammle, sind Fotos und Videos von unserem Hausumbau. Ja. Das kann man durchaus so lassen, weil ich finde das cool. Und ich finde generell, es werden viel zu wenig Beutel gemacht oder Videos, weil wenn man mal so schaut, wie man klar ist, ist es so geil, so Videos zu haben, wie du so klar bist und miteinander wuselst. Mhm. Und dann siehst du die irgendwann wieder, das ist so geil. Und genau das gleiche ist halt jetzt halt auch. Weil in 20 Jahren finde ich das auch mega cool, die Videos von jetzt so zum Schauen. Beispiel das zum Beispiel. Das wird auch mega cool. Vielleicht. Ja. Oder Hardcore Cringe und jeder denkt sich nur so, was war da los? Ich denke, das wäre eine Mischung aus beiden. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das wird beides werden. Das war eigentlich die egal. Frage, oder? Ja. Ja. Kommt jetzt die Frage 9. Ja. Okay, welchen Film hast du mehrmals angeschaut? Okay, let's go. Schuh des Manitou, Traumschiff Surprise, Lissy und der wilde Kaiser. Sicherlich. Nein, ich nicht. Huibu. Ich hab nur Skinny, wo ich mitgemacht hab. Vicky und die starken Männer. Spielfilm. 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 Was noch? Dem kundigen Kenner müsste aufgefallen sein, dass es sich hierbei um eine Bulli-Parade. Sammlung von Michael Bulli Herbig handelt. Der Film. Den haben wir auch mehrfach hochgeschaut, ja. Detective Pikachu. Den haben wir sogar zu zweit öfter hochgeschaut. Richtig. Was gibt's noch? Man hat so viele Filme. Alter, gesehen, alle Asterix-Filme, ob es jetzt Zeichentrick oder Ja, das stimmt. Spielfilme sind. Das stimmt. alle. Das ist bei mir so. Mhm. Weil, eins muss ich dazu sagen, was halt für andere Leute irgendwie ein Superheld ist, aus der Kindheit, ist für mich halt einfach Asterix. So. Ist so. Und ist immer noch so. Ich bin ein kleiner Fan von die Spiele. Es gibt Asterix-Spiele, weißt du das? Ja. Hast du mir mehrfach gesagt. Da Sag merkt man, ich bin ein so. Fan. Das stimmt. Oh ja, dazu wird auch noch irgendwann mal was kommen. Ich habe so kranke Ideen, Alter. Das wird Okay. so geil. Okay. Es wird so lang dauern, aber egal. Was gibt's noch? Filme? Also bei mir ist heute natürlich
Greatest Showman, weil das eigentlich mein Lieblingsfilm ist. Und Das war nicht die Frage. Doch, das war die Frage. Nein, Lieblingsfilm nicht. Welchen Film hast du dir mehrfach angeschaut? Ja, aber und du das musst macht jetzt Sinn, dazu dass sagen, dass du einen Lieblingsfilm... Ich hab keiner gefragt, okay? Entschuldigung. Und ich habe darüber sogar meine Seminararbeit geschrieben, meine W-Seminararbeit, deswegen habe ich mit dem mehrfach aushauen müssen. Das ist einer der langweiligsten One-Up-Hacks der Welt. Die meisten One-Up-Hacks sind echt langweilig irgendwie. Und Vor allem, weil du in dem Spui eigentlich keine One-Up-Hacks brauchst. Na. Nein. Okay. Und ich habe mir zum Beispiel als vom Disney-Film zum Beispiel habe ich Mulan sehr oft gesehen. Weil das als Disney-Film mein Lieblingsfilm ist. Und zum Beispiel halt den Hamilton-Cast-Mitschnitt, sag mal, oder Film eigentlich. Den habe ich auch sehr oft gesehen. Ja. So 5-mal oder so. Okay. Ja, und ansonsten sehr viel, wo du auch schon gesagt hast, aber... Ja. Hast du ja auch schon gesagt. Aber sonst folgt mir nichts mehr, ey. Ey, ich hab so viel im Kopf, aber... Ich hab Ottos 11 sehr oft gesehen. Das war der Stimmt, Otto-Film. Ottos 11. Stimmt, Ottos, natürlich. Mhm. Ottos 11 sehr oft gesehen. Dann mit natürlich auch die 7 Zwerge. Und die 7 Zwerge, der Wald ist nicht genug, natürlich auch. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ich finde dieses Ding auch gar nicht so besonders, dass man fragt, welchen Film man sie öfter angeschaut hat. Ich finde, bei mir ist so öfter ein Film anschauen nichts Besonderes irgendwie. Na, bei mir ich auch nicht da. Also es ist... Oh, Alter, jetzt geht's los. Was? Guilty Pleasure, Alter. Guilty Pleasure. Mamma Mia, das Musical. Oh, scheiße, Mann. Ich wurde Und du genötigt. hast- Findet Nemo! Yes! Ja, natürlich. Der ist mir Film gerade braucht man gar nicht eingefallen. Also, da brauchen wir gar nicht richtig anfangen. Drachenzähmen leicht gemacht. Okay, die waren geil. Die waren Das wirklich war so geil. eine geile Reihe, diese Trilogie. Hast du alle drei Ja, gesehen? natürlich. Wir haben sogar Ja. alle drei daheim. Echt? Ja. Cool. Überhaupt nicht neidisch, nein. Nein, bin ich neidisch, ich hab Netflix. Aber das ist der dritte Teil, glaube ich, gar nicht drauf. Hallo, die Musik aus dem Die Film. Filmmusik. Wir müssen irgendwann über Filmmusik reden. Ja. Fluch der Karibik. Blablabla. So geiler Scheiß, wirklich. Natürlich. Nehmen wir die Frage 10? Nimm mal Frage 10. Ja. Das Verrückteste, das man jemals gemacht hat. Wie dumm ich jetzt bei so Sachen wie das Verrückteste oder so immer richtig schwer, weil ich so viel Scheiße mache. Oder das Peinlichste, das kann die eigentlich auch nicht sagen. Ich hab nur immer das Dümmste, was ich je gemacht habe. Bei mir ist das Verrückteste und das Dümmste das Gleiche. In dem Fall. Okay. Aber das kann ich da nicht sagen. Warum? Das kann ich da nicht sagen. Bei mir war es glaube ich, also das Dümmste, wo ich je gemacht habe, ist das, wo ich glaube ich den Wasserball von deiner Schwester kaputt gemacht habe, weil ich genau gewusst habe, dass es Okay, die Story musst du jetzt erzählen. legendär. Und zwar, Alter. wie alt waren wir da? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist alles so verschwommen, ich weiß nicht. Wir Ja, waren auf jeden verdammt Fall klar auf sehr jeden Fall klar. da. Ja, sehr klar. Und seine Schwester hat so einen aufblasbaren Wasserball gehabt, so einen Plastik-Gummiball halt. Ja, IA, aber in dem Moment war halt der gerade nicht aufblasen. Ja. Also wir haben bloß mit dem von seiner Schwester gespielt. Und wir haben in deinem Garten über ein Beet drüber gespielt. Oder immer Eigentlich so hin und daneben, her. wir sind neben dem Oder Beach, dann haben wir daneben. hin und her immer so den Ball, so wie im Volleyball. Aber das Coole Ja, ist halt halt, immer weil der so. Wasserboy halt so leicht ist, Ja. fliegt der langsam und deswegen war das viel cooler, den in der Luft zu halten. Und wir haben immer so hin und her geschmissen. Und ich hab schon gesehen die ganze Zeit, dass in diesem Beet ein Schmuck drin gesteckt ist. Und dementsprechend, das war irgendwie so ein spitzes Teil. Das war aufgebaut wie so ein Stern. Ja. Wie so ein Stern, also so Kugeln mit so Zacken halt an die Seiten überall, wie ein Stern. Und der hat so kleine Solarplatten unten gehabt, der hat dann in der Nacht dann in verschiedenen Farben leuchten können. Das Teil war so geil, heute haben wir es nicht mehr, es ist schon kaputt. So, jetzt erst du weiterreden. Auf jeden Fall war das Wichtige an dem Ding, dass es sehr spitze Stacheln gehabt hat. Und ich hab mich als Kind gefragt, ob...
Das ist echt dumm, wenn man so nachdenkt, gell? Natürlich! Ich habe mir als Kind halt gefragt, ob dieses Plastik von diesem Wasserboy das aushält, wenn ich den mit voller Wucht auf diesen spitzen Stern aufgeschmeiß. Und anstatt, dass ich das irgendwie laut kommuniziert habe oder irgendwie meine Eltern gefragt hätte oder irgendjemand, ob sowas aushält, habe ich den Boy ohne Vorwarnung genommen, als ich gerade drüber war, habe dieses Teil angeschaut, habe ihm genommen und mit voller Wucht einfach draufgeschmissen. Ich glaube, du hast sogar noch gesagt so, heute ist der Boy aus. Und ich war nur so, ich hab nicht mehr reagieren können oder so. Und so ja, es ging voll zu schnell. Und wie zu erwarten war, ist der Boy auf dem Teil aber so drauf. Der ist stecken geblieben. Direkt stecken geblieben. Und ich bin daneben gestanden. Why though? Und es war mir voll peinlich. Ich habe aber dann auch gesagt, ich muss zu warm. Ach, du hast ihn auch wirklich verpisst. So. Nein, hab ich nicht, du hast mich nicht gehen lassen. Du hast gesagt, ja, wahrscheinlich musst du jetzt warm. Und dann... Meine Schwester war dementsprechend wieder. Lange Zeit. Ich glaube, heute hat sie es vergessen. Bin mir aber nicht sicher. Bis jetzt. Aber wir haben, du hast so dann noch versucht, dass du den mit Tesa flickst, gell? Natürlich habe ich versucht, mit Tesa zu flicken. Ja. Weil mein Vater hat schon mehrmals so eine Bälle geflickt. Nein, natürlich, irgendwann ging es kaputt. Und ich habe wieder eine Phase gehabt, da habe ich echt voll mit diesen Bällen gespielt, weil das einfach cool ist und Spaß macht. Dann haben wir immer wieder hin und her, bum bum. Irgendwann ist einfach mal ein Loch dran. Also, das ist halt einmal so. Ja. Die werden einmal spröde, das Plastik lässt nach. So. Und... Danke. Nicht klicken. Danke. Nein, nicht. Und der hat halt dann so einen Flicken gehabt, so einen professionellen Flicken, der durchsichtig war. Und ich hab gemeint, Alter, das musst du mit Tesa auch hinhauen. Mhm. Nein. Plot-Twist ist halt nicht hingehauen, sie hat es verstanden. Das war dass wissenschaftliche der kaputt Arbeit. ist. Aber du hast nie gesagt, dass ich es war, gell? Sicher habe ich gesagt, dass du das warst, weil ich wollte nicht, dass meine Schwester schon wieder pisst auf mich ist, wegen was ich nicht gemacht Du habe. hast mir aber mal eine Zeit lang verzeiht, dass du nie gesagt hast, dass ich das war. Weil ich mir denkt habe, alles klar, als ob der das nie gesagt hat, wie nett ist der. Aber okay, das An macht das erinnere ich Sinn. mich nimmer an den Teil. Ja, Oder an den Teil erinnere ich mich, wo wir da waren und ich rauspiepen müssen hab. Soll ich sagen? der muss es halt nur mal rauspiepen, oder? Ja. Von wegen, du hast mir so gesagt, dass du Kreditkarten hast. Mhm. Und dann ist draufgekommen, von welcher Bank. Ah. Und dann habe ich das dann gepiept, von welcher Bank. Mhm. Und später hast du dann gesagt, bist du bei der? Und ich so, na, besser ist es. Dann habe ich gedacht, okay, bevor man Anklage kriegt, lassen wir es lieber. Schneiden wir es wieder raus. Okay. Das war eigentlich so meine dümmste Aktion. Und deine dümmste Aktion oder verrückteste, möchtest du es nicht verzeihen, oder wie? Das kann ich nicht verzeihen. Das ist die Werbefreundlichkeit weg. Du weißt doch, was geworden ist, oder? Ja. Berlin 2020. Berlin City. Berlin verändert worden. Ja, aber nur wenn du da nicht mit deinen Eltern, sondern mit deinem Freund warst. Ja. Das setzt es voraus. Lol. Okay. Na, das war lustig. Das war lustig. Mhm. Ja, Ich war überhaupt nicht schockiert, als ich das gehört habe. Also. Ja, scheiß doch drauf. Ja, dann sagen das haben wir, oder? Machen wir die 11? Können sowas Nein, gar nicht. nein, das machen wir nicht. Können sowas gar nicht. Ich kann das, glaube ich, nicht mal gegenseitig. Das nackst du das mal weg, die 12? Die 13 bitte auch. 13 weg, oder was ist das? 14? Also, Entschuldigung, aber das war das Essens-Let's Play schlechthin. Ich glaube, wir müssen nimmer beantworten, was unser Lieblingsessen ist. Doch. Das war's keiner. Ich hab's zum Beispiel heute gehabt. Linsensuppen. Okay, das war nicht mal ich. Die 14. Frage ist, was ist das Lieblingsessen? Ich hab kein richtiges Ranking, aber Linsensuppen gehört definitiv dazu. Das Ding ist, ich sag immer wieder, es schaut so aus wie Kotze, aber schmeckt geil. Das ist so komisch, das schaut so absolut reinig aus. Weißt du, wie es ausschaut? Oh! Wow! Das schmeckt so gut. Unter anderem gehört das dazu. Genau. Und das war wirklich das Essens-Let's Play, weil wir haben in jedem Part Hunger gehabt, wir haben in jedem Part wollten wir irgendwas essen.
Es gab sehr viel Pizza. Wir haben Burger bestellt. Waren dann voll gefressen. Es gab sehr vieles mit Essen. Ja, also ohne Scheiß. Ich muss lachen, aber man merkt es nicht so, wir haben wirklich viel über Essen geredet. That's true. Die Frage 15 ist prädestiniert für mich. Ja, scroll mal schnell weiter, Auge. Sollen wir die Song? Ja, mach halt. Okay. An welchen Lehrer erinnerst du dich am meisten? Dessen Namen wurde bereits gepiept. Hallo Stefan! Aber bloß einmal. Yes. Stimmt bei als Wort mal nicht. Probably. Also, das Ding ist halt, ich mache hier gerade mein Abitur, deswegen kann ich nicht sagen, an welche ich mich in der Zukunft am meisten erinnern werde. Aber ich kann heute zum Beispiel sagen, wo ich das Gefühl habe, dass ich sie vielleicht ein bisschen vermissen darf oder so. Weil ich bin du bist so komisch, Alter. Ja, ich bin Das komisch. ist so Ich bin komisch. irgendwie ein Mensch. Ich bin teilweise Komisch. mit meinen Lehrer echt irgendwie Best Friends. Und das ist manchmal komisch. Weil ich bin nicht mal so gut in der Schule, dass es deswegen war oder so. Sondern ich Doch! Nein! Definitiv bist du so gut in der Schule. Also ich bin ganz gut in der Schule, aber ich bin nie Ein irgendwie so der Streber. Klassenbeste oder Streber gewesen. Na, nie. Oh, safe bist du Streber. Ganz bestimmt nicht. Warum schaust du dann so aus? Nur wegen der Brühen, du scheiß Affe. Mhm. Sondern... Wegen deiner Fresse. Auf jeden Fall bin ich doch komisch und habe so richtig viele Lehrer, BFFs und so. Und naja, aber Wir ich gehen konnte gar nicht jetzt auf die hier Videos, endlich die... Ja, das ist dann ja irgendwann langweilig. Ich konnte jetzt endlich die Namen sagen. Aber wo ich mich wahrscheinlich am meisten dran erinnern werde, mein ganzes Leben lang, ist heute der, wo ich jetzt am Sportverein bin und... Nimmt dir immer nur 30 Minuten auf? Ja, und Und da steht dann- nur Rick, deswegen nimmt er nur auf. Ja gut, weil dann müsstest du bald einmal... Da, da. Genau. Passt, oder? Ja, passt. Dazu möchtest du ja nichts sagen Na, wahrscheinlich. das Ding ist... Weil jeder ich bin halt normale auch noch in Mensch der vermisst Schule. seine Lehrer nicht. Das Ding ist, ich bin halt auch noch in der Schule. Also ich meine, war durchgehend bisher immer nur in der Schule, obwohl ich halt zwischendurch ja Ausbildung, logischerweise, macht man auch eine Schule, ja? Ja. Das heißt, da habe ich auch Lehrer gehabt und jetzt bin ich in der Boss, mach auch gerade Abi. Deswegen dann habe ich halt auch Lehrer. Und ich gehe jetzt mal auf die Realschule zurück und will mich da mal erinnern, an welchen Lehrer ich mich am meisten erinnere und das ist heute Wird das gepiept? ich bin mir nicht sicher. Aber ich sage ja nichts Besseres. Ja, dann über kann den. ich meine Ich sag aber auch nichts Gutes über den. grüßen hier. Nein, das Ding ist, wir hatten es gibt viele Memes von dem, auf jeden Fall. Und wir hatten den in der 7. und 8. Klasse als Klassenleitung. Und der war, keine Ahnung, der hat mich irgendwie nie so krass beachtet, sag ich mal. Mhm. Also der hat immer so seine Barschüler gehabt, die er mega beachtet hat. Ja, und mit denen hat er immer so Spaß gehabt und so Ding und hat mit denen ja immer vorne am Pult immer gelabert und die anderen waren halt so anwesend. Mhm. Gut. Und dann haben wir den in der 10. Nummer gehabt und zwar in Sport und IT. Und da, auf einmal in der 10. hat er mich übelst mengen. Und zwar richtig krass. Ich hab halt einfach den Spitznamen Taststar bei dem gehabt, weil es gibt doch das Programm Taststar. Mhm. Ja, wo man Tastschreiben lernt. Die Leute aus dem Gimmi kennen das vielleicht nicht so, weil man das anscheinend Ja, nicht ich so kenn's macht. von meinem Bruder. Genau. In der Realschule lernt man aber Tastschreiben und ich war halt ziemlich heftig anscheinend vom Tastschreiben her und schnell und konnte Fehler und so Ding, dass er zu mir schon immer Taststar gesagt hat. Der ist ja der Taststar. Und das hat sich dann auf mich projiziert, sogar an Sport, dass wir mal einen Dauerlauf gemacht haben und haben Noten drauf gekriegt. Dann ist der einfach neben mir hergelaufen und hat mir die ganze Zeit geratscht. Die Cam ist gerade ausgelaufen. Ah. Jedes Mal! Junge! Ich raste aus! Okay. Mitten im Ding. Okay. Wie gesagt, wir sind in einem Dauerlauf gewesen und dann hat er sich neben mich gestellt und hat angefangen zum Labern. Yo. Was machst du sonst so? Und ich so, was? Hold up, hold up. Das war Ja, ein Mache, keine glaube ich. Also,
Ich kann sie ganz definieren. Na? So. Das wäre dann nicht gepiept, weil ich meine, der weiß schon selber. Der weiß schon selber, wie er ist. Okay. Na, nix gegen ihn jetzt. Aber man hat ja gemerkt, erst wenn du irgendwas keiner hast, wurdest du geachtet. Ja, das ist aber teilweise. das ist immer so irgendwo. Ja, das ist teilweise bei mir auch so, dass ich heute die bin, wo mir die ganzen Lehrer ratschen alles und die heute mich mengen und so. Und meine Freund oder Freundinnen stehen teilweise daneben und werden überhaupt nicht beachtet oder so. Und das merkst du teilweise auch und da. Du musst wieder ein bisschen leer vielleicht, oder? Na. Und da denke ich mir bei manchen auch so, also ich mag die zwar, aber die Leute, wo vorher nicht gemocht werden von den Lehrern, die haben es dann irgendwie nicht so gut. Und das macht eigentlich nicht unbedingt einen guten Lehrer aus. Ja. Oder vom Berufsding her. Und das ist wieder ein Ding Ja. von einem Schulprinzip. Ja. Das ist das. Ja, aber ansonsten. Ich glaube, für mehr Lehrer sage ich jetzt nicht, weil dann müssen die da Ranking aufbauen. Sonst ist mir wieder etwa beleidigt. Ja, what the fuck? Wie hast du deinen Partner getroffen? Gar nicht. In meiner Fantasie. Und wie war's bei dir? Du Arsch. Na, verzeih halt über ihn. Welchen Partner? Genau. Zwing mich nicht, irgendwas piepsen zu müssen. I-Pieps mindern. Okay, also gar nicht ist die Antwort praktisch. Ja. Bei dir vielleicht soll ich sagen? Na, sag jetzt nicht, das war Sag. gemein. Bei dir vielleicht jemand? Gut. Das und wird wird nicht gepiepst. gepiept. So. Doch, natürlich wird das Nein, gepiepst. jetzt warte mal ab, bis das erstmal rauskommt und dann. So. Das soll ja so verheiratet. Ach, fuck. Meine Mutter sagt einfach über Chui, dann war es ja okay gewesen, ne? Aber so. Okay. 17 lassen wir aus. Ja, bitte. 18 lassen wir auch aus, macht keinen Sinn. 19, da kann man kurz ein bisschen drüber nachdenken. Was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Also ich gehe sehr selten ins Kino, deswegen. Ich auch nicht. Und dann nur Corona dazu. Ich habe jetzt ja schon. Pikachu? Ins Blade läuft, ja. Ja. Ich glaube, Meisterdetektiv Pikachu mit dir. Tatsächlich. Und das ist Im halt schon 2 Jahre her. Mai 2019, ja. Ja, aber andererseits Warum weißt du das? 2020, Mai. weil das uns an Snapchat-Rückblick gekriegt haben. Also es ist wirklich 2 Jahre her. Ja. Du hättest mir auch fragen können, warum weiß ich das? Wenn ich sage, genau 2 Jahre her. Ja. Okay. Ja, okay. Aber ich habe vielleicht noch andere Sachen. Na, warte, Mai 2019? Mai Weil- 2019? Da habe ich schon noch mehr andere Sachen angeschaut, aber was waren das alles nochmal? Nicht so coole Sachen. Der Joker. Ein Oder Joker kam- habe ich angeschaut im Kino. Das war danach auf jeden Fall noch. Der war geil, Alter. Kam Joaquin Phoenix. Ich war irgendwann nur im Winter Frozen 2 auch schon mit einer Freundin. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass es 2019 gewesen ist. Na, muss 2019 gewesen sein. Fuck. Aber ihr merkt, Kino war dann nicht mehr voll, weil der dann Ja, Corona eben. kam. Deswegen. Und wenn man eh nicht oft ins Kino geht, dann ist es ewig her. Hm. Aber ich hätte Kinofilme, die ich jetzt dann bald anschauen möchte. Hätte ich 2. Und zwar im Juli kommt In the Heights raus, den da die gerne anschauen. Und im September, zumindest in den USA, kommt Dear Evan Hansen, der Film, raus. Aber jetzt ist so die Frage, wann Kinos bei uns aufhaben werden. Genau. Ich muss tatsächlich überlegen, ob ich jetzt überhaupt irgendeinen Film weiß, der jetzt demnächst rauskommt, der mich auch interessiert. Mhm. Weil. Hab ich jetzt gar nicht im Kopf. Naja, egal. Hast du 20 irgendwas? Wie das los? Ja, also im Prinzip kann man schon was drüber sagen, aber das da sich auf die Filme wieder rauslaufen. Ja. Oder so ungefähr. Also lassen wir das lieber weg. Spitznamen. Welche Spitznamen Mare. hast du? Mare. Mare Inus, Inus, seine ja, Mamphinus. Mampinus, Klassiker. Das ist sogar bei mir Das ist ein guter Trick. irgendwo Passwort, einfach Mampinus und dann nur irgendwas dazu. Leuten. Ähm, Mhm.
Mare, manchmal. Mare. Mare. Ja, okay. Aber sonst großartig viel. Es ist halt einfach, Mare ist mein Ja, richtiger das ist Spitzname, der halt einfach die Leute sagen, die mich wirklich kennen. So. Ich habe irgendwie so ganz viele so kleine Spitznamen, die voll selten benutzt werden, aber theoretisch existieren. So. Le Cac. Le Cac. Kakapupu. El Cacos. Das ist erstmal die VM. Das war's, oder? Ja, Ja. ich sag halt viel so Sachen. Dann. Gut, ich habe natürlich auch sowas wie Carina oder so, wenn bei du Mare oder was, dann Ja. sowas natürlich auch. Gut, mein Bruder nennt mir immer Kaina, einfach weil es zu faul ist, das R auszusprechen, keine Ahnung warum. Dann lest es in der Schule erst, ist gar nicht so lange her, Carinasaurus Rex. Frag mich nicht. Oh, stimmt, ich hab noch einen. Kari Käsebrot. Das Kuschelberg, glaube ich, das war nie ein Thing. Flittchen. Das ist wirklich das ist ein ernsthafter Spitzname. Und Gotchio oder so. Ja, und das war's dann eigentlich. Okay. Ich hab noch einen. Klar. Und zwar, muss ich kurz überlegen, der war ein bisschen länger. Professor Dr. Marinus Johannes Wuttmeier. Ja, kann man machen, oder? Und ich feier's bis heute noch. Es ist so lustig, Alter. Mann, ich vermisse schon ein bisschen die Berufsschulzeit. Also, ein paar Leute gehen mir schon richtig ab. Und mit denen kann ich ja jetzt nichts machen. So mit Corona. Und man schreibt so manchmal so ein bisschen hin und her und so Ding, aber es ist ja dann nicht das Wahre. Man möchte halt einfach mal Feuer verlassen, Alter! Okay. Denke dein Blutdruck. Okay. Ich brauche einen Schnaps. Okay, wie geht's weiter? Das Peinlichste, das je passiert ist. Ach, jetzt kommt das. Hab ich das, oder? vorher schon gesagt. Aber hab ich was Peinliches, was mir passiert ist? Ziemlich viel peinliche Sachen sind mir safe schon mal passiert. Mir passiert also so viel Peinliches, ich konnte es gar nicht ranken. Meistens passieren mir die peinlichen Sachen, wenn ich versuche oder halt irgendwie irgendwo mit einem Mädel bin, die sie relativ gern mag und dann stehe ich mich so dumm an Ja. und im Nachhinein schaue ich mich für ungefähr alles, was ich gemacht habe und es war so peinlich. Same. Es ist immer und immer wieder das Gleiche und ich frage mich warum und das kotzt mir einfach nur an. Bei mir Ach, auch. Scheiße. Da habe ich gestern erst mit einer Freundin drüber geredet, wie krass es eigentlich ist. Ich bin so hardcore einfach nur normal und Auftrag und denke überhaupt nicht drüber nach, was andere von mir dingern, weil es mir egal ist, so. Wenn keiner da ist, von dem ich was wollen darf. Und dann, sobald er da ist, den ich so mengen darf oder so, es ist schlimm. Und dann bin ich so komisch. Ich hasse es. Und dann passiert mir auch sehr viel Peinliches. Ja. Ja. Und dementsprechend. Komm, ich drosseln nicht, genau. So, warum hast du diesen Beruf gewählt? Ja, dann sag doch mal, warum bist du Let's Schüler? Player jetzt, oder was? Warum bist du Schüler? Stimmt. Gute Frage. Alter, Ja. das ist ja wirklich eine Story jetzt. Ja. Warum tatsächlich. bin ich jetzt momentan Schüler in der Boss? Naja, ganz einfach. Letztes Jahr, Corona-Start, ich mache meinen Berufsschulabschluss, meinen Ausbildungsabschluss. Ne? Ich habe halt ausgelernt und was sagt die Firma? Jo, wir können die nicht übernehmen. Ah ja, fuck. Mhm. Und das haben sie mir halt erst eine Woche vor, oder 2 Wochen vor meine Prüfungen gesagt. Also ist echt fucking knapp. Ich sage natürlich auch nicht, wer das war. Das war schon echt nicht so geil für mich in dem Fall, weil ich halt dann echt Stress gehabt habe, um noch irgendwas zu finden, weil du musst das Ding, Arbeitsmarkt am Arsch keiner hätte mich genommen. Ich meine, wo denn auch? Mhm. Ja, das Offensichtlichste ist, Schule gehen, weil ich bin nur jung, nur ich kann es noch machen. Yes. Ich habe absolut keine Zeit verloren, weil nach der Ausbildung, Boss, macht Sinn, oder? Und ja, von dem her war das das Beste, was ich machen können habe. Deswegen bin ich Schüler, jetzt gerade. Ja. Okay. Ich bin logischerweise, ich bin einfach seit 12 Jahren Schüler gewesen, Schülerin. Ja, ich Also, bin aber eigentlich auch durchgehend Schüler, im Prinzip. ja, aber Seit du hast andere Wege nur als Auswahl gehabt. Ich hätte nur abbrechen können oder halt einfach fertig machen. Also von dem her. Und ich kann dir aber sagen, was ich nächstes Jahr mache. Nächstes Jahr mache ich ja FSJ, das ist jetzt auch nicht Beruf, aber ein bisschen mehr Gut in schon. die
in die Berufswelt zumindest schon mal eine, weil Hab ich ich gestern einfach gesagt. feste Arbeitsstunden habe. Ja, du sagst genau das, was ich dir gestern gesagt habe. Doch, das ist Arbeitswelt, weil feste Arbeitsstunden und so. Und du Na, ich jetzt würde so, eigentlich sagen, richtig. und Gehalt und so. Und das habe ich gemacht. Also das werde ich bei meinem Sportverein nächstes Jahr machen. Und warum? Ja, einfach weil ich relativ spät erst für den Sportverein gekommen bin. Vor 2 Jahren erst. Und als Schüler hat man es natürlich nur am einfachsten, hat man einfach so seinen Unterricht ganz normal und hat nur genug Zeit für so Freizeit. Und ich weiß nicht, ob wenn ich studieren darf, ob ich dann nicht ein bisschen weggehe darf und nur am Wochenende wieder hier daheim war. Und deswegen wollte ich nochmal so maximal viel Zeit investieren können in den Sportverein. Und deshalb ist es cool, dass ich es ein Jahr lang machen kann. Und dann ist es für mich nicht mehr so schlimm, wenn ich dann doch ein bisschen weggehe darf zum Studieren. Okay. Ja, mir ist wurscht. Hast du jetzt auch was gelernt, oder? Verpiss dich. Okay. Wo darfst du am liebsten wohnen wollen? Perfekter Übergang. Genau da, wo ich jetzt gerade bin. Ja, mir Ist passt so. es eigentlich auch ganz gut. Du brauchst gar nicht reden, Alter. Mal da. Ja, aber ungefähr Deutschland, Bayern. Wow, ungefähr Deutschland, Bayern. Super. Geh nach Ober- und Mittelfranken. Nein, Oberbayern, Halleluja. Vielleicht nur Landkreis Ebersberg. Der Du bist so war okay. blöd, Alter. Alter, also... Oberbayern, magst du noch Ingolstadt? Oder was ist das? Du weißt, was ich meine. Ja. Ich konnte jetzt auch den Ortsnamen sagen und dann musst du wieder piepen. Das macht jetzt auch nicht viel mehr Sinn. Und... ja. Machen wir weiter, oder? Also... Weil das... Oder na doch, die Frage kann ich beantworten. Was hat mich im Leben am meisten geprägt? Mhm. Wenn ich das auf Personen beziehe, dann bist es einfach du. Ich hab gesagt, nicht klicken. Ja, aber es ging gerade nicht gescheit. So. Ja. Und zwar ganz einfach. Videos. Schneiden. Macher. Irgendwie sowas. Genau das. Weil wenn ich niemals irgendwie auf die Schiene gekommen war, dann wäre halt jetzt nicht da hocken. Erstmal das. Und ich hätte nicht so viel Bock, die ganze Zeit irgendwas Videomäßiges zu machen. So. Okay. Was? Das ist richtig belastend, weil ich hab, was ich gesagt habe, hast du nicht gehört, weil du dann so verwirrt warst mit dem Klicken. Ich hab gesagt, wenn ihr das auf Personen bezieht, wer hat mir am meisten geprägt, dann bist es einfach du. Und, Oh! Oh! und Shit! du hast so, oh, bei mir ist es Videos machen. Okay, danke. Okay, scheiße. Tschüss. Na, aber der Punkt ist, was ist die Frage? Und Ja, dann denken die dann Personen. Was ist da dann wer stehe? ja, ich weiß, aber bei was ist mir jetzt Ja, wenn es Personen waren, dann warst das auch du, weil wir halt einfach. Wir waren kleine Puppikinder und haben schon so viele Sachen gemacht. Jedes Wochenende durchgehend irgendwas gemacht. Ja, Alles, also wirklich brutal. Und dementsprechend. ich hätte so noch 100% anderen Humor wahrscheinlich sogar. Oder nee, Ich hätte auch einen 100% aber anderen Humor. Voll anders wahrscheinlich. Safe. Und deswegen ist es cool, weil wir jetzt halt echt einen guten Humor haben. Also einen, den wir beide halt so verstehen. So. Ja, Nicht für euch, vielleicht ist es für euch scheiße. Ist mir dann aber egal. ja, Aber ja. genau. Das stimmt. Und wir sind dann beide so auf Videoschnitt und so. Da frage ich mich, Ding. warum bei mir eigentlich. Das frage ich mich halt auch. Weil irgendwann mit 9 Jahren oder so habe ich dann meinen Papa mal gefragt, Aber. weil er so ein Typ ist, der immer bei Familienfeiern ganz viel mit der Kamera gefilmt hat oder grundsätzlich find ich immer, cool. immer gefilmt halt bei allem. Und ich glaube, da bin ich dann draufgekommen auf das Filmen an sich. Und das ist halt auch was, was ich eigentlich echt gern mache und mittlerweile halt auch ein bisschen mehr dann fotografieren. Und aber wie ich auf das Schneiden von dem gekommen bin, keine Ahnung. Wie gesagt, mit 9 Jahren habe ich meinen Dad einmal gefragt, kann ich bitte irgendwas zusammenschneiden? Und das war komplett random eigentlich. Ja. Aber, ja. Wie war es bei Voll mir? krass. Bei mir war es halt alles so mit dem Schneiden. Weil ich habe natürlich irgendwie Videos gesehen auf YouTube und dann habe ich gesehen, cool. Einfach nur cool. Ja. Das unterhält mich, das ist cool, ich mag sowas auch machen. Und
dann habe ich natürlich angefangen, irgendwelche Sachen aufzunehmen. Bei mir war es halt meistens Gameplay, weil was anderes, naja, war halt schwierig für mich noch so. Und dann war es aber so, wie komme ich auf den Schnitt? Wie kommt man da drauf, dass man sagt, okay, ich schneide jetzt Videos? Wie kommt man drauf? Ich habe einmal ein Headset gekauft und dazu eine Webcam, und zwar genau die da. Die ich noch habe, uraltes Teil, aber da war eine Demo, DVD oder CD, besser gesagt, von einem Schnittprogramm, und zwar Magix. Und dann habe ich da in dieser Demo-Version erst die Sachen zusammengeschnitten. Weil die war einfach dabei. Und ich habe mir gedacht, oh ja, kostenloses Programm. Chillig. Und dann habe ich mit meinen 12, 13 Jahren oder was weiß ich, habe ich angefangen, irgendwie so ein Bullshit da zusammen zum Schneiden. Natürlich absoluter Rotz. Aber ist ja scheißegal, weil da hat es halt angefangen. So. Und irgendwann ist halt weitergegangen und dann ein professionelles Schnittprogramm gekauft. Und ja, so schaukelt sie das hoch. Das stimmt. Ne? Aber sonst noch irgendwas? Nö. Ich mag gern Leute zum Lachen bringen. Ja. Extrem gern. Und zwar Und so darf- gern, dass ich es meistens gar nicht mache. Weil das ist komisch, weil der Punkt ist der. Bei Barlight weiß ich, wie es geht, und bei Barlight weiß ich es gar nicht. Und deswegen lasse ich es da eher so, weil ich nicht möchte, dass die meinen, ich bin irgendwie dumm. Okay. So, oder ja. Also, viel Comedy-Zeug, die ich normalerweise gern mache ich bei denen gar nicht. Beziehungsweise, es ist tatsächlich so bei meinen besten Späßel. Weil ich mir denke, die verstehen das gar nicht mehr, was ich da eigentlich fabriziere dann. Die kapieren das nicht. Weil Also bei denen machst du es nicht. bei denen mache ich es nicht. Weil die wissen, die kapieren das gar nicht. Die müssen ein bisschen Hintergrundwissen haben. Ich meine, so ein paar Bully-Sachen gängern, schon klar. Aber ich parodiere halt auch gern andere Comedy-Sachen. Zum Beispiel auch vom Günter Grünwald ein paar Sachen. Von die Komiker früher noch. Kaya Jana, lauter so Sachen. Und ich weiß gar nicht, wie viel meine Spätzle da halt eigentlich davon kennen. Und dann mache ich die halt einfach noch. Also uralte Sachen. Wenn ich jetzt mit dem Hansi Hinterfinger daherkomme, weißt du auch nicht, was los ist. Schau. Und andere Verwandte wissen es schon. So, Okay. die anderen Seiten halt. Und da ist halt dann verdammt lustig, weil wir mal wieder so zusammenhuckern und ich back wieder einen Hansi Hinterfinger aus, zum Beispiel den, dann ist halt sau lustig. Und haben wir wieder funny am Abend. Mach ich ja brutal gern, aber das kapieren halt die meisten Leute nicht. Leider. Deswegen habe ich ja schon mal überlegt, ob ich vielleicht irgendwie so ein Copy and Paste oder sowas machen möchte. Wo ich halt dann so eine meine Kopie davon, von so einem Sketch oder sowas mache. Aber den Sketch halt dann auch zeige, damit man versteht, aha, so kopiert ist das. Oder ich mache gern Stimmen noch. Ja. Sogar Donald Duck, das ist echt komisch. Ja, das ist jetzt nicht so gut, weil mit dem kann ich nicht reden. Ich kann einfach nur dieses. Das ist so weird. Aber reden kann ich halt nicht mit dem. Ich hab auch so eine random Datei in meinem Dokumente-Ordner, wo einfach nur Donald Duck Mario oder so steht. Und ich weiß nie, in welchen Ordner ich das einordnen soll, ich weiß es halt. Also. Okay. Es ist schwierig. Krass. Ba, 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 ba. Da bin ich auch voll anders, weil ich mache auch bei Leuten, die nicht kennen teilweise. Ja. Oder heute in der Schule einfach Das ist auch ein Unterschied bei uns. übertrieben tatsächlich. Auftrag, einfach jeden Scheiß frech daherlabern bis zum Gernimmer. Und aber die Intention ist ja die gleiche, dass man einfach möchte, das Leid lachen. Ja. Ja. Und sie dafür also machen macht. Ich kann nicht mehr das Comedy-Sketche machen. Ja. Okay. Ich habe ein paar Formate schon mal aufgeschrieben oder sowas. Oder so Werbungen, wo man machen kann, so lustige. Habe ich auch schon ein paar Ideen. Auf Borisch. Mhm. Top. Das sind ein paar Wortspiele. Ich mag's. Genau. Gehen wir weiter.
Mit welcher machen wir weiter? 26 habe ich ehrlich gesagt nichts. Ich habe immer nicht sowas wie deine schönste Erinnerung, der peinlichste Moment, sowas habe ich einfach nicht, keine Ahnung. Es passiert halt einfach. Relativ früh. Man verdrängt es einfach. Das sagt nicht, wie es ist. Wir sind bei den letzten Seiten, Alter. Ja. Zu 27, glaube ich, kann ich auch nichts sagen. 28 lassen wir einfach weit. Ja, ist auch dumm. Auf welchen Social Media Plattformen bist du aktiv? Das kann man ganz schnell sagen. Instagram, YouTube, Snapchat hätte ich theoretisch, aber nutze ich gerade einfach gar nicht. Mhm. Ich bin da nicht aktiv, aber Instagram nutze ich eigentlich schon. Ja. Und gibt's da coole Bilder und so. Ja, bei mir ist eigentlich auch Instagram und Snapchat tue ich schon aktiv nutzen. Und YouTube, ich habe jetzt auch Video hochgeladen, deswegen kann man das nicht aktiv nennen, glaube ich. Ich probiere mich immer wieder aus bei YouTube, so. Ich schau mal, was es geht und so. Ja, und ich habe auch Lust, mehrere hochzuladen und das ist auch nochmal was geplant, aber... Ein Teaser! Alter. Ey, ich hab gestern auf Nacht, ich war bis 2 nochmal auf, weil ich schon wieder so gehypt war vor einem Projekt, das mir gestern eingefallen ist zu machen. Das wäre so geil. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt lernen. Ja, ich muss jetzt auch für die letzten Prüfungen nur lernen und dann noch möchte ich ganz viel machen. Darum möchte ich auch viel machen. Okay. Und so viel es geht noch Hägling. Habe ich schon gesagt. Wieso yes? Magst du auch? Ja. Dann bin ich aber nicht da. Okay. Okay, da einfach verloren. Halt Hägling, jo. Passt. Boah, wie assi! Das war echt geil, Alter. Und ja, du wann? so, Und dann fragt man nur so so, online, wann? sie ist weg! Alter, wie assi. Okay, 30 ist blöd. 31 ist... Aha, komisch. Das sag ich nix. Ja, na, wir sind nicht abergläubisch oder so. Oder? 32, bei welchem Lidl kriegst du Gänsehaut? Okay. The Fat Red Flyaway. Fat Ride ist gut, ja, das stimmt. Aber ich muss auch bei dem bleiben, wo ich momentan Gänsehaut krieg. Ja? Hab ich erst vor Bardock wieder gemerkt, wo der Trailer zu dem Film zu Dear Evan Hansen rausgekommen ist. You Will Be Found. Oh mein Gott. Ja, sag mir nix. Perfekt. Das ist so geil. Oder From Now On. Oh, Greatest Showman und... Ja, ich bin halt so ein Musical-Tante, deswegen. Okay. Machen wir weiter, oder oder? Wait For Me. Hate Is Down. Entschuldigung. Machen wir weiter, oder? Welche Fernsehsendung magst du am liebsten? Ich schaue nicht wirklich Fernsehen mehr. Okay, Tut mir leid. ich kann sagen. Grill den Hensler. Mhm. Grünwald Freitags-Comedy, bei dem ich schon öfters live bei der Show dabei war. Nicht live, so ein Bullshit. Also doch, natürlich, ich war live dabei, ja, aber die müssen nicht live ausgestrahlt worden, logischerweise. Ich habe übrigens mit dem einen Joke gemacht, das war echt lustig, weil Sparta hat so Autogramme gegeben und so. Und dann, weißt du, das ist auch sowas, das checkt jetzt keiner so richtig. Oder man denkt sich nur so, what the fuck, aber in dem Moment war das wirklich verdammt lustig, weil er hat auch nicht damit gerechnet. Wir gingen dann so hin zu dem und er sagt nur so, und wir sagen so, ja, hey, können wir noch ein Foto machen und vielleicht ein Autogramm kriegen und so. Und dann sage ich nur, ah ja, stimmt, und ich kriege nur ein Backi Futzen. Und er schaut mich so, er war an dem Tag nicht so gut drauf, aber das hat er dann wieder lustig gefunden. Schaut mich so, dann hat er es realisiert, so, what the fuck, also, was war denn das jetzt? Also, ob er das gerade echt gesagt hat er gesagt, ja, passt, ich schnier's da zusammen und stell's dann aus vor dir. Okay. Ich hab das so gefeiert, hey, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist so einer, den mag ich ziemlich gern, ja, und auch von dem Humor her, ist cool. Und ja, er hat dann so gesagt, so, und wer Backe Futzen abholen mag, kann er das machen, und dann habe ich ihm das halt gesagt. Das war echt lustig. Also, das war meine Erfahrung, meine nahe Erfahrung mit Günter Grünwald. Nahe Erfahrung? Ja, ich mag's einfach. Ich liebe es. Das ist auch so ein Ding. Ich war nah dran. Und an wem warst du schon nah dran? Also, gut, du hast jetzt keine Sendung mehr, oder? Nein. Okay, was mag ich noch? Gefragt, gejagt.
Ja, okay, Quiz-Sendungen mag ich aber auch teilweise. Genau, gefragt. Oh, das mit Johannes Bekerner, der ist lustig. Sorry. Okay. Und dann nur, wer weiß denn sowas? Mhm. Mit Elton, Kai Pflaume und Bernhard Hoeker. Ich mag tatsächlich The Masked Singer. Okay, krass, hab ich noch nie gesehen. Da kennen wir auf die Frage zurück, ob ich schon mal übersinnliche Erfahrung gehabt habe. Das, was mir übersprungen haben. Oh mein Gott, ich hab das noch nie verzeiht. Oh nein. Alter, so gruselig. Weil ich mag ziemlich gern auch Wiegald Boning. Ja? Wir sind fertig, aber das muss ich jetzt noch verzeihen. Holy shit, wir sind einfach durch. Oh. Es war nämlich so, wir haben The Masked Singer ein bisschen angeschaut und dann, du kennst das Prinzip davon? Ja. Okay. Und wir haben dann immer so gerätselt, wer kann das sehen und es geht um den Frosch. Ja? Und der Frosch habe ich irgendwann so rausgehört, weil die teilweise auch Stimmen relativ gut raushören konnten von irgendwelchen Leuten. Halt creepy irgendwie. Habe ich mir gedacht so, Alter, das kann doch der Wiegald Boning sein, oder nicht? Naja. Weiß man nicht, gell? Und dann habe ich halt irgendwann in der Nacht das Drama angefangen und hab geträumt, dass der Frosch wirklich der Wiegald war, der Wiegald Boning. Und dann am nächsten Tag habe ich nimmer gewusst, war das jetzt wirklich so oder habe ich das bloß geträumt? Ich habe nicht gewusst, ob es jetzt ist oder nicht, weil ich hab gemeint, der Frosch hat schon Masken aber da müssen. Und dann war er das wirklich, gell? Ich hab's nicht mehr gewusst. Und dann schaue ich so hier am nächsten Tag, der Masked Singer. Wait. Der Frosch. Wiegald Boning? Moment einmal. Und dann hat er halt wirklich die Masken aber da und es war Wiegald Boning. Aber das war keine Wiederholung oder so. Das war wirklich die Folge live. Nee, das war nicht mal live, Alter. Jetzt kannst du mir nur. War das live? Ich weiß nicht. Scheißegal. Das war die Erstausstrahlung davor auf jeden Fall. Und dann hörst du so, Alter, das ist fucking Wiegald Boning. Und ich denke mir nur so, ich hab's vorher dran. Das ist komisch. What the fuck? Alter. Vor allem, weil ich halt auch noch dran ich hab mit dem so geredet und so. Creepy shit. Ja, wir sind durch. Das ist komisch. Wie jetzt dann? Ist der Part vorbei. Der Part ist vorbei. Und im nächsten und letzten Part, oder? Es gibt vielleicht noch 2. Achso, wir machen das in 2 Parts. Okay. Es gibt nämlich nur 2 Modi, also die Story ist jetzt abgeschlossen, wir sind soweit eigentlich fertig. Aber es gibt nur 2 kleine Spielmodi, die man machen kann. Gegeneinander. Und das beim nächsten Mal. Das war der Laberpart. What the fuck, Alter, was haben wir denn gelabert? Pop, pop, pop.